Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 33. Bundesliga Spieltag 2:2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und eigentlich könnte ich es machen wie die Bayern und könnte sagen, ja, wir sind schon deutscher Meister, was soll ich noch groß sagen, und könnte das Video beenden. Ich denke, dann würde ich ungefähr das tun, was die Bayern tun, seitdem sie deutscher Meister sind. Ja, ist nicht ganz so mein Style. Ja, weiß ich nicht. Man muss das jetzt natürlich auch wieder alles nicht so kritisch sehen und so weiter. Von daher denke ich, gehen wir da mal ein bisschen human dran. Heute immerhin unentschieden gespielt gegen Stuttgart. Wenn wir es positiv sehen wollen, können wir sagen, jo, wir haben 2:2 gespielt. Hatten auch sicherlich die eine oder andere Chance, noch das eine oder andere Tor zu machen. Ja, wenn wir es negativ sehen wollen. Ich überschlage gerade kurz im Kopf. Ich würde sagen, wir hätten auch locker 4 bis 6 Tore kassieren können, wenn nicht müssen. Ja, anders kann man es nicht sagen. Also, was das wieder anbelangt, war es nicht wirklich eine Steigerung zum mein Spiel. Eher noch trauriger, weil es diesmal nicht die ganze Mannschaft war, sondern nach vorne hin war es einigermaßen okay, zumindest in der ersten Halbzeit. Beziehungsweise war Stuttgart hinten halt auch einfach genauso löchrig, wie wir es waren. Ja, aber ansonsten, was hinten passiert ist, Ich meine, wir haben mit Viererkette gespielt, zumindest habe ich es so gesehen in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Zweite Halbzeit bin ich mal kurz weggetreten von der 60. bis 75. Deswegen möchte ich da nicht so viel zu sagen. Schwierig. Also ich denke mal, dass man gesehen hat, dass die Viererkette so gar nicht irgendwie eingespielt war, so gar nicht geklappt hat. Ich weiß auch nicht, was mit Nianzou los war. Ich hatte den Eindruck, keine Ahnung, er ist auf jeden Fall gerade mal bei 70% Fitness oder hat irgendwie ein Wehwehchen gehabt und konnte nicht sprinten oder so. Also ganz komisch. Sich da zweimal extrem überlaufen lassen und ach, ganz komisch. Ja, weiß ich nicht. Aber ich halte es wie der FC Bayern, wie ich es am Anfang gesagt habe, ich habe auch keinen Bock, das jetzt in so einem Spiel wieder tot zu analysieren und ja, das alles auszuführen. Ich denke einfach, ja, so wie es der FC Bayern hält, wir sind deutscher Meister. Wir haben Stuttgart am Leben gelassen, wir haben Stuttgart die Chance auf den letzten Spieltag gelassen, dass sie Relegation noch vermeiden können. In der Relegation werden sie safe sein, wenn man sich das Torverhältnis anguckt. Also von daher alles gut. Stuttgart ist es selber schuld, dass sie nicht gewonnen haben, muss man auch ganz klar sagen. Wir hatten alle Chancen heute dazu. Aber jetzt groß auf unsere Leistungen da einzeln einzugehen und sonst was, habe ich einfach keine Lust mehr. Ja. Warum, wieso, weshalb? Guckt euch gerne mal ein anderes Video an, was ihr oder was online kommt, wenn das Video auch online ist. Ich bin einfach im Moment des Fußballs müde, wenn ich so sehe, welche Zahlen da im Raum stehen und wenn ich dann so sehe, was Spieler für eine Einstellung an den Tag legen, ja, fällt es mir im Moment schwer, da irgendwie objektive Worte zu finden, sag ich mal, ja. Von daher ist es gut, dass die Saison bald zu Ende ist und ich muss mal gucken, inwieweit ich mich dann da noch mit dieser ganzen Geschichte so identifizieren kann, wie ich es eigentlich immer getan habe, weil ansonsten werde ich mir die Talks in der kommenden Saison definitiv schenken können. Ja, das hat jetzt hier gar nichts mit der Leistung heute zu tun oder sonst was. Ja, aber ich muss ja auch immer wenigstens, ich muss jetzt nicht objektiv sein, so meine ich das gar nicht, aber wenn ich bin Bayern-Fan und werde das auch immer sein, aber ich muss ja schon irgendwo einigermaßen fair gegenüber den einzelnen Spielern sein und das fällt mir zunehmend schwerer, wenn man sich mal bewusst macht,
was diese Menschen da an Geld verdienen und mit welcher Einstellung manche Menschen da aktuell in Verhandlungen gehen und so weiter. Das ist nichts, womit ich mich identifizieren kann und was mir irgendwo sympathisch ist oder sonst was. Aber wie gesagt, dazu mehr in einem anderen Video. Ich denke zum heutigen Spiel, ja, viel muss man da nicht sagen. Ich kann mal ein allgemeines Fazit ziehen. Am Ende des Tages sind wir gut bedient mit dem 2:2. Ja, wir hätten auch 1, 2 Tore machen können. Aber an Großchancen habe ich auf Stuttgarter Seite mehr gesehen. Da können wir froh sein, dass wir nicht mehr gekriegt haben. Und auch da wieder bin ich da persönlich ein bisschen enttäuscht, sage ich euch ganz ehrlich, weil wir kriegen die Schale überreicht, wir haben Heimspiel. Nichts gegen Stuttgart, ja. Stuttgart hat es gut gemacht für ihre Verhältnisse, keine Frage. Aber die musst du halt einfach mal schlagen. Und wenn du sie nicht schlägst, oder wenn du sie schon nicht aus dem Stadion schießt, was du eigentlich machen musst, unter dem Anspruch, den man hat, ja, dann erwartet man da ein bisschen anderes Auftreten, wie es war. Also, wie gesagt, guckt euch, wer das Spiel gesehen hat, die Abwehrleistung war eine Katastrophe. Das jetzt allein auf Nian zu schieben, Upa hat auch der vor den einen aus anderen Zweikämpfen nicht gut bestritten. Aber das wieder nur auf die beiden Innenverteidiger zu schieben, nee, passt halt auch nicht. Es war halt einfach wieder mal null Unterstützung aus dem defensiven Mittelfeld vorhanden. Kimmich war heillos überfordert. Einen anderen defensiven Mittelfeldspieler gab es mal wieder nicht auf dem Platz. Ja, und dann wundert man sich am Ende des Tages. Man muss sich nicht wundern. Völlig zu Recht, völlig verdient. Also, mir fällt es im Moment schwer. Wie gesagt, ich könnte mich hier hinsetzen. Ich könnte jede Woche die Leistung, die da gezeigt wird, irgendwie zerreißen, so aus meiner Sicht, ja. Was so gar nicht geht. Mal abgesehen von 1, 2, 3, 4 Spielern vielleicht. Mir hilft das. Ja, vielleicht ist es einfach so, dass dass die Jungs auch durch sind, platt sind, müde sind. Mag alles sein. Dann sollen sie halt fairerweise sagen, ja, alles gut. Wir verzichten für die 2 Monate, wo wir so Fußball spielen, auf unser Gehalt. Dann kann ich damit klarkommen. So kann ich damit nicht klarkommen. Bei den Summen, die da in dem Raum stehen, haben die Spieler sich einfach 110% 4-mal im Monat über 90 Minuten den Arsch aufzureißen und die richtige Einstellung an den Tag zu legen. Und das tun wir nicht. Und das macht mich traurig und ja, fällt es mir dann schwer, objektiv irgendwie diese ganze Chose aus meiner Sicht irgendwie vernünftig zu bewerten. Und von daher schenke ich mir das heute einfach mal. Ja, ganz einfache Kiste, weil das würde sonst ausufern. Vielleicht ganz kurz zur roten Karte. Ja, weiß ich nicht. Muss man da unbedingt rot geben? Ich glaube nicht. Ja, die Absicht reicht. Also ist es eine rote Karte, ja. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ist es vielleicht keine rote Karte, aber klar, kannst du da rot geben. Haben wir schon mal ähnlich gesehen von Ribéry damals, der da auch mal ausgeflippt ist. Da war es aber ein bisschen härter. Wie ich fand, Coman tat es auch gleich leid, hat sich gleich beim Nagelsmann entschuldigt, wo er vom Platz gegangen ist. Schade, dass natürlich den getroffen hat, der wie sich wieder den Arsch aufgerissen hat. In meinen Augen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht auf die einzelnen Spieler eingehen oder sonst was. Das werde ich mir schenken. Das werde ich zum Ende der Saison nochmal machen, definitiv, das habe ich gesagt. Da werde ich mein Fazit ziehen und werde auch nochmal versuchen, alles ein bisschen objektiv aus meiner Sicht zum FC Bayern das zu behandeln. Und ansonsten zum letzten Spieltag werde ich natürlich auch nochmal einen Talk machen. Inwieweit ich da mehr motiviert bin, weiß ich nicht. Ansonsten werde ich da einfach schon mal das Saisonfazit machen. Ja, wie ich schon sagte, mir fällt es aktuell schwer, da irgendwie ein gesundes Maß zu finden. Ich müsste mal den Gedanken des Geldes, der dahinter steht, gerade in der heutigen Zeit und dieses Verhalten der Spieler mit bei den Verhandlungen und sowas, da müsste ich einfach mal komplett beiseite schieben, dann könnte ich das auch wieder ordnungsgemäß zumindest
aus meiner Sicht darstellen. Kann ich aktuell nicht, weil ich mich da die letzten Tage mal ein bisschen mit auseinandergesetzt habe oder mehr auseinandergesetzt habe, mir das mal vor Augen geführt habe, um welche Zahlen, Summen es da geht und mich diese ganze Situation einfach nur traurig macht. Und ja, nichtsdestotrotz, wir können ja noch einen Blick in die Statistiken schmeißen, damit wir zum Abschluss nochmal aufs Spiel zurückkommen. Eine Sache noch, was dazu wieder beiträgt. Ja, es war mal so, dass die letzten beiden Spieltage immer zeitgleich stattfinden, von wegen Wettbewerbsverzerrung. Ich finde es ein Trauerspiel, dass der vorletzte Spieltag jetzt auch schon so zerstückelt ist und die 3 Abstiegskandidaten an 3 verschiedenen Tagen spielen. Das alles auch nur wieder ums Geld, Geld, Geld. Es geht im Fußball nur noch ums Geld. Geht es schon seit Jahren, aber ja, da hat man sich das vielleicht nie so vor Augen geführt. Ganz kurzes Fazit dazu vielleicht nochmal hier an dieser Stelle, weil ich denke mal, das andere Video werden sich eh nicht alle bis zum Ende anhören. Ich persönlich hatte die Hoffnung, dass durch Corona mal so ein paar Sachen wieder geerdet werden. Ein paar Spieler geerdet werden. Das ist nicht der Fall. Das enttäuscht mich wahnsinnig. Die Spieler kriegen den Hals nicht voll, die geiern immer nach mehr. Es ist kein Ende in Sicht, was das anbelangt. Und das auch bei uns im Verein. Und ja, das fühle ich persönlich nicht wirklich. Aber dazu, wie gesagt, im anderen Video mehr, wenn euch das interessiert. Gut, Ballbesitz, denke ich, war klar. 75:25. Forts 11:8, Zweikämpfe 54:45. Schüsse aufs Tor 7:5. Schüsse insgesamt 22:15. Ecken 7:4. Angekommene Pässe 687:163. Nochmal, man muss jetzt so ein Spiel auch nicht überbewerten. Ja, für uns geht es um nichts mehr. Für Stuttgart ging es noch um viel. Ja, deswegen fällt es mir da auch schwer, irgendwelche Worte zu finden, die sinnig sind. Schüsse insgesamt Levi 3, Müller 2, Gnabry 1. Torschussvorlagen, Upa 1, hat er übrigens schön gemacht. Eine Pass auf Müller, ist da schön mit nach vorne gegangen, ist dann auch noch kurz vorne geblieben. Levi 1, gewonnene Zweikämpfe, Davis 11, Upa 8, Koman 8. Ja, sind auch die 3 Spieler, die mir am meisten ins Auge gestochen sind, wobei Upa auch noch zumindest vor dem Tor, den Zweikampf, den muss er auch anders gestalten, ne? Dann kommt der Ball erst gar nicht da raus, aber was Nianzou dann gemacht hat, das war natürlich schon Kreisliga-Niveau, muss man so sagen. Ballkontakt 131 Kimmich, von denen gefühlt 80 komplett. Ja, weiß ich nicht. Kimmich wirkt halt einfach komplett überspielt und ich verstehe halt nicht, warum man ihn dann nicht in solchen Spielen, auch schon in Mainz, dann einfach mal draußen lässt. Geht in meinen Kopf nicht rein. Aber gut, das Thema habe ich auch schon mehr als einmal breit getreten, muss ich nicht nochmal tun. Davis 121, Upa 110, gefault worden. Schenken wir uns. Ja. Leute, ich weiß, ein bisschen anderer Talk, ein bisschen Depri-Talk, was jetzt nichts mit dem Spiel zu tun hat oder so, aber aktuell, weiß ich nicht. Ich habe es im anderen Video gesagt, der Fußball hat mal so einen Stellenwert bei mir, mittlerweile ist es vielleicht noch so. Ja. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie gerade geht, wird das in 1, 2 Jahren irgendwo hier unten sein. Das macht mich traurig, weil Fußball die schönste Nebensache der Welt ist. Und dabei geht es gar nicht jetzt um Titel oder sonst was. Darum geht es alles gar nicht. Es geht einfach um die Verhältnisse, die im Fußball herrschen, gehaltstechnisch. Und dass man, wenn man schon solche Verhältnisse hat, immer noch nach mehr geiert. Ja, das macht mich wahnsinnig sprachlos und traurig. Aktuell, um das andere Video vielleicht mal in 2 Sätzen zusammenzufassen. Wir reden da halt über Summen, die in keinem Verhältnis mehr stehen. Ja. Wir reden über Summen, die bei einem Gnabry, der ein internationaler Spieler ist, der kein Weltstar ist, von 17 Millionen. Wir reden bei Müller von 20 plus Millionen. Und ich meine, die Zahlen kann man sowieso als Normalsterblicher gar nicht begreifen, aber wenn man da mal anfängt, das ein bisschen in Relation zu setzen, wenn man sich dann mal überlegt, dass man, sagen wir mal, wir sind ein Typ, der 55 Jahre arbeitet, der 3.000 netto im Monat hat. Das heißt, er hat in den 55 Jahren 4 Millionen brutto verdient. Ja,
Rechnet das jetzt mal auf einen Fußballspieler. Über 10 Jahre, nee, sagen wir 10 Jahre Karriere, dann merkt ihr schon, dass das in keinem Verhältnis steht. Wenn wir dann zum Beispiel so einen Levi nehmen oder so von 20 Millionen reden, das würde bedeuten, was er in einem Jahr verdient, dass wir 15.000 Euro jeden Monat hätten. Da kann man da mal drüber nachdenken. Und das verdienen die in einem Jahr und das reicht denen immer noch nicht für ihr ganzes Leben. Nein, das verdienen die ja über Jahre und müssen dann noch, wo sie das so viel Geld schon verdienen, immer noch an jeder Million eng aushandeln und immer von verfickter fehlender Wertschätzung sprechen. Und das geht mir gerade so auf den Sack, dieses heuchlerische, dumme Gelaber, explizit von unseren Spielern, ja, dass mir gerade jegliche Lust an unserem Verein vergeht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber damit schließe ich das Video jetzt auch. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut euch das andere Video an. Zum heutigen Spiel habe ich soweit gesagt, was ich sagen kann. Für uns ging es um nichts. Ich finde es ein bisschen traurig, dass man ja nicht wirklich nochmal alle Reserven raus. Vielleicht waren das alle Reserven, vielleicht ist unsere Mannschaft einfach überspielt, platt aus Corona-bedingten, gesundheitlichen und bla und Silz. Kann alles sein, möchte ich nicht beurteilen oder kann ich nicht wirklich beurteilen, kann nur meine Meinung sagen. Von daher ist das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich das nicht bewerte und das nicht so überbewerte und wir lassen uns einfach mal über die nächste Saison überraschen. Aber da würde ich dem nächsten Video jetzt schon zu weit vorgreifen. Meine Prognose ist auf jeden Fall für nächste Saison keine gute. Das kann ich schon mal sagen. Ich denke, da wird einiges anders aussehen. Aber gut, vielleicht irre ich mich ja auch und bin komplett auf dem falschen Dampfer. Kann ja alles sein. Gut, das war's, Leute. Nichtsdestotrotz, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Wie gesagt, nächste Woche, weiß ich noch nicht, kann sein, dass ich nächste Woche schon den Saison-Talk mache, weil ich denke, zum Spiel um die Golden Ananas gibt es dann auch nicht mehr so viel ernsthafte Sachen zu sagen, denke ich. Wartet. Oh, kann ich nochmal jetzt nachgucken. Krasser Mist. Ja, in Wolfsburg. Wie gesagt, das Spiel um die Goldene Ananas, da müssen wir dann auch nicht zu hoch bewerten. Da werden wir ein paar Sätze über das Spiel verlieren und dann werde ich mal so mein Saisonfazit ziehen. Ich denke, das ist dann ein ganz guter Zeitplan und haut rein, ciao.